Manu, die Herbstferien sind vorbei und wir sind wieder voll da. Ja. Teile von uns. Ja, sag's nicht. Viele haben sich sicher gefragt, Scheiße, was ist denn jetzt los? Jetzt ist einfach wieder, läuft da nichts mehr. Wo ist der Podcast dran? Wir Alle sind total in Panik verfallen und haben schon irgendwo den Hügel abrollen. Und jetzt sind wir wieder da, ne? Und somit herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Episode. Ja, mit Madame Mystik und Der Frau Freigeist. Yes. Und ja, wir hatten ein bisschen Ferien gehabt. In Anführungs-Schlusszeichen. Ich wollte sagen, ja. Genau. Und jetzt sind wir aber wieder hier und ihr dürft euch wieder auf neue Folgen freuen. Genau. Wie geht's dir, Manu? Gut. Gut? Selber? Ja, super. Ja, super geil. Super. Hey, aber etwas wollte ich noch sagen. Ich bin letztes Mal gefragt worden, was ist denn die ganze Zeit das scheiß Rauschen hier im Hintergrund? Ehrlich? Ja. Und ich habe gesagt, ja, ich weiss, das ist mein Laptop, den ich aufnehme, die ganze Podcast-Folge. Und er ist 10-jährig und er saugt Luft wie verrückt und man hört es. Und wirklich, sorry da draussen, es tut mir wirklich leid, es wird dann mal einen neuen Laptop Hey, geben. aber ich wollte gerade sagen, ich meine, wenn irgendwer gerade einen niegelnagelneuen Laptop rumstehen hat, daheim irgendwo rumfliegen hat, den er nicht braucht, her damit. her damit, wir nehmen es danken Ich da. könnte auch ein Spendending Ich wollte einrichten. gerade sagen, ja, mach. Für die es so nervt, jeden einen 5 lieber. Ja, das finde ich fair. Oder Fair. mehr. Oder mehr. eben, vielleicht hat jemand wirklich niegelnagelneuen irgendwo daheim rumfliegen, den er nicht braucht. So. Ja, wer weiß. Also ich hätte an einen rumfliegen, aber der ist noch älter. Das kann ich nicht bringen. Eine rechte Tschüre. Wirklich Schüre. Das ist geblieben. Das ist geblieben. Wir haben die letzten paar Wochen wirklich, ja, wir sagen halt Smells, Schüre. Wenn etwas krumm, schräg, nicht gut, nicht schön, schief und so ist. Genau. Und das hat Manuela nicht gekannt. Und jetzt, Wirklich, obwohl ich so viel kenne, aber das war wirklich neu. Und jetzt dort feiere ich das Wort Hardcore, Tschüre. Geil. Schüre. Genau. Ja, ich würde sagen, wir starten voll rein, oder? Alright. Okay. Hey, was läuft bei dir? Viel zu viel und alles hinterst ab, Mann. Total shit happens. Ja, Manu. Shit happens. Was läuft bei dir? Nein, wir haben uns ja schon ein Thema überlegt, das zu der jetzigen Zeitqualität passt. Für viele ein täglicher und ständiger Begleiter, aber eben auch ein Scheißbegleiter. Und das ist das Thema Angst. Und man sieht im Moment, rein von der Zeitqualität her, wir sind ja in einem 9er Jahr und numerologisch geht das Jahr bis im September. Und ab Oktober sind wir bereits schon in der Zeitqualität vom neuen Jahr. Und das wäre dann die 1er-Energie. Und die 9er-Energie, die hat natürlich gesagt, hey, come on, schließ ab, Raum auf, bring es zur Vollendung. Und jetzt sind wir in der 1er-Energie und die wird zwar nach vorne, also mal der Startschuss, aber ja, auch wenn wir jetzt eine 1er-Energie zur Verfügung haben, merkt man halt, dass man immer noch Altlasten vom Jahr, wo man vollenden noch zum Abschluss bringen. Und aufgrund dessen ist es so ein Spagat zwischen ich muss aufräumen, ich sollte aber loslegen, was unter anderem dann eben auch Angst machen kann. Und Angst ist wirklich ein scheiß Begleiter, weil er lähmt, er bringt einem nicht weiter. Und ja, über das wollen wir heute reden. Und ich denke, du hast sicher gerade etwas zum Reingaxen, so wenn ich dich anschaue. Sie lächelt. Leute, ihr seht es nicht, aber sie lächelt. Hau raus. Also, ja, also ich glaube, so das Thema Angstfelder ist bei vielen auch wieder Thema jetzt. Nicht nur bei uns. Es ist so, dass Alte wirklich müssen jetzt abschliessen, ob es jetzt in Form ist von Projekt, wie jetzt bei mir, wo jetzt einfach fertig gemacht werden, ob man jetzt, also Bock hätte ich schon, oder habe ich schon, aber ich einfach im Moment, ich merke das eins eben schon, weil halt viele neue Ideen da sind und
es ist dann irgendwie so ein bisschen, ja, es frustet dann halt, gell? Weil eigentlich willst du mit dem anderen Zeug jetzt mal anfangen und noch mal weitermachen und gleichzeitig ist es aber wirklich wichtig, um jetzt mal aufgeräumt zu haben, fertig. Und eben Angstfelder habe ich jetzt auch von Partnern gehört, dass einfach entweder in Beziehungen, wo das Thema jetzt einfach mega auf den Tisch gelegt wird, gell? Oder im Job, dass man nicht weiss, soll ich wirklich vorwärts machen oder nicht? Und dann bist du so in so einem Zwischenloop inne, wo eigentlich wie so, als würdest du im Kopf irgendwie Ping-Pong spielen, du bist permanent mit dieser Angst eigentlich irgendwie am Rumbetteln im Grind inne. Battle. Und in dieser Zeit, und die Energie, die du dort rauslässt, die könntest du eigentlich viel besser nutzen, indem du einfach sagst, okay, Prioritäten setzen, jetzt machen wir das, dann machen wir das, dann machen wir das. Und die Angst einfach irgendwie gehen lassen, ich weiss es nicht. Aber ja, ich gebe mal darum das Wort mal zurück, weil ich finde, es ist so das Gefühl von dieser Angst. Es ist eben so ein grosses Wort. Ja. Ich finde, man müsste es vielleicht auch ein bisschen buchstabieren zum Teil, weil man darf es ja nicht noch mächtiger werden lassen, aber es ist so etwas Lähmendes, etwas, wo so wie in Kaugummi irgendwie reinläuft, so, Ziehst du es nach oder es zieht dich zurück. Ja. Genau, oder wo die halt wirklich auch mit richtigen Panikattacken halt dann wirklich konfrontiert, oder? Wo heisst, oh mein Gott, was ist, wenn XYZ, wie jetzt das, oder? Oh mein Gott, was ist, wenn es jetzt den Podcast nie mehr gibt, oder? Also ja, darum gebe ich mal das Wort zurück zu dir. Also, was mir ja auffällt, ist, ein grosser Aspekt von Angstthema ist ja dann das Aufschieberitis, das auch kommt, oder? Na, 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 na. Kennen wir überhaupt so gerne nicht. Weil wir denken, ja, morgen ist vielleicht besser, heute habe ich jetzt schon genug getan, ich muss mich jetzt dem nicht mehr widmen. Oder, ja, und was man eben vergisst, ist, dass in der Angst ja ein hohes Potenzial steckt. Also, das heisst, out of the comfort zone. Also, man muss raus aus der Komfortzone. Das heisst, man kann wieder an Größe und Potenzial gewinnen. Ich hätte zum Beispiel nur ein Beispiel von mir nennen. Und zwar rein durch die Handanalyse, durch die Berufung, habe ich gewusst, okay, ich muss in die Sichtbarkeit gehen. Ja, es geht nicht anders. Also, was mache ich jetzt? Wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, Mühe habe, mich zu zeigen, und ich glaube, jeder, der so ein bisschen das Insta-Game auch mitspielt, weiss zum Beispiel, am Anfang kann man kaum ein Video machen, man ist nur kritisch und mit Angst. So, machst du es halt einfach, Punkt. Irgendwann merkst du, es ist ja gar nicht so schlimm. Und dann habe ich den nächsten Schritt gemacht und habe gefunden, ich fange jetzt mit dem Podcast an. Das ist ja nicht der erste Podcast, den ich mache. Ich habe mir am Anfang fast in die Hose geschissen am Mikrofon. So. Ich habe es aber nicht gezeigt, gell? Es ist voll souverän und so. Pokerface. Pokerface. Pokerface, Pokerface. Eine kleine Showeinlage. Genau. Hat er was verpasst, Leute? Und ich glaube, was man einfach dort, wenn man Angst hat und wenn man aus der Komfortzone rauskommt, sich der Druck nicht macht. Also weißt, man hat ja dann immer das Gefühl, boah, jetzt muss ich alles anpacken. Mach doch kleine Schritte. Mal ist es ein Video, jetzt bei mir mit der Sichtbarkeit, dann starte ich einen Podcast, ja, mir war dann schlecht gewesen, ich habe fast in die Hose gegackert. Okay, aber eins nach dem anderen. Also weißt du, was ich meine? Und ich glaube, da kann man sich auch noch viel rausnehmen. Und man kommt nicht in die Aufschieberitis rein, weil man immer wieder Schritte macht. Also, Ja, auch wenn weil es halt nur in Bewegung, kleine sind. ja, Ja, weil auch halt in wenn es nur Bewegung kleine bleibst. sind. Genau, bist kein stehendes Gewässer, sondern es fängt an langsam ein bisschen laufen, ja. Genau. Und gerade jetzt so, wenn man natürlich dann eben so Angstthemen hat und will, okay, jetzt muss ich das gerade anpacken, dann kannst du dir die Frage stellen, okay, wie könnte jetzt der grosse Schritt, den ich im Kopf habe, den ich machen darf, wie könnte ich den abbrechen? In kleine Schritte, à peu, und dass es einem dann ringer fällt und dass man halt merkt, okay, ich nehme jetzt einmal eine kleine Ladung, gehe nicht voll in die Goschen. Bei gewissen Sachen bin ich jetzt eher der Typ voll in die Goschen.
Weil ich auch finde, okay, manchmal braucht es das auch, weißt du so? Es ist dann fast unumgänglich, aber in den meisten Fällen könntest du es eben auch in kleinen Schritten machen. Gut, ich oder? glaube, da geht es noch ein bisschen ums Nervensystem, gell? Weil die Ängste kommen ja von irgendwo. Und ich glaube, wenn du das in kleine Schritte eben aufteilst, kannst du auch dein Nervensystem immer wieder trainieren drin, dass du sagst, hey, jetzt eben wieder, jetzt haben wir einen Podcast aufgenommen und man kann durchatmen und oh mein Gott, wir sind alle nicht gestorben. Also weißt du so, jetzt ganz übertrieben gesagt. Ich glaube, mit kleinen Teilschritten kannst du auch deinem Nervensystem wie zeigen, hey, es passiert im Fall nichts, im Gegenteil, wir können das machen. Und nichtsdestotrotz finde ich eben jetzt in dieser Zeit mit diesen ganzen Angstfeldern eben schon auch interessant, was für Ängste es denn sind. Ja. Wenn du jetzt wirklich einfach einmal putzehrlich mit dir selber runterbrichst, für dich allein, ich sage dir immer so ein Self-Interview, und du mit dir selber redest und sagst, vor was hast du denn Angst? Ja, vor dem und dem. Okay, und wieso ist das so? Von wo kommt das? Und dann gibst du dir selber sofort die Antwort, bis irgendwann zu Unterstunden eigentlich ankommst und dann kannst du sagen, okay, ist es denn jetzt wirklich noch so? Also ich meine, ist jetzt die Situation von anno dazumal immer noch, also weißt, leben wir jetzt immer noch da oder ist das jetzt schon Vergangenheit? Und in dem Moment, finde ich, wo du das ein bisschen checkst, okay, wir sind gerne nicht mehr dort, dann kann sich das wie anfangen, ein bisschen regulieren. So. Genau. Oder dass man auch, also eben ich sehe es halt immer ein bisschen als Beobachter und wenn so eine Panik-Dings kommt, dann ist so mittlerweile mehr so ein Schritt zurück für mich und ich denke so, oh cool, was ist jetzt auch noch, wow, was ist jetzt das? What the hell, was ist jetzt das? Okay, was will mir das jetzt sagen? Woher kommt das? Und ich schiebe mir die Sache halt einfach auf. Ja. Also, Ich glaube, das ist gerade ein wichtiger Punkt, den du jetzt gesagt hast, einen Schritt zurücknehmen, weil wenn du einen Schritt zurücknimmst, ist ja das kein Rückschritt, sondern du gehst in Position vom Beobachter. ja, weil dann oder? bist du nicht so attached mit dem ganzen Klump, oder? Also Genau. Dann sage ich, okay, es kommt jetzt von dem und dann aber auch überlegen, okay, was sind jetzt konkret die nächsten Schritte, weil sonst gehst du eben ins andere, oder? Jetzt sind wir wieder beim Thema Aufschieberitis und Prokrastination. Dann bist du den ganzen Tag die Ängste am Analysieren und starrst aber die Wand an und das Zeug wird aber nicht erledigt, oder? Weißt du, was ich meine? Ja. Also du kannst dir jetzt, Thema haben wir gerade gestern gehabt, Thema Steuererklärung. Du kannst jetzt dir 50 Mal überlegen, warum du jetzt Angst hast und warum das dich anguckt und was jetzt noch passieren könnte, wenn jetzt das XYZ und in dieser Zeit hättest du es aber schon 5-mal ausgefüllt. Ja, Also, genau. und ich finde das halt wirklich spannend, weil sich das jetzt zeigen darf und was man auch daraus machen könnte. Und ja, ich lade da eigentlich nur jeden ein, um das genau anzuschauen. Es ist halt nicht ganz fein. Oder wie alle Prozesse. Es ist halt nicht... Eine Angst anschauen ist jetzt nicht so ein bisschen Netflix. Oder? Ja, klar. Also, aber es verändert dann eben gleich auch wieder viel. Ja, und wenn wir halt einfach einmal das Energieprinzip anschauen, solange wir in der Angst drin sind, suchen wir natürlich auch die Situationen, die Angst auslösen oder Genau, das verstärkt natürlich ja logisch, auch an. weil oder? und das ist dann sind wir auch wieder beim Nervensystem und beim ganzen System. Das System will sich dann permanent beweisen, dass die Angst ja berechtigt ist. Aber schlussendlich ist dann eben auch, gell, irgendwann kann das eben auch im totalen Mindfuck enden, weil du hast dann den ganzen Tag Angst davor, dass du Angst empfinden und dann durch das noch mehr Angst könntest haben. Es gibt so Leute. Ja, Es gibt im Fall wir so lachen jetzt, aber das kennen wir ja auch. Also, Aber auch das finde ich so, einmal darüber lachen, einmal laut aussprechen und darüber lachen, das entzaubert auch vieles. Ja. Haben wir jetzt gerade festgestellt, die Tage. Also ich bin nicht immer so ein Verfechter von wirklich schwarzem Humor, weil manchmal sind Sachen einfach so schräg, mach einfach einen Witz daraus. Also weißt du, nimm es nicht so, ja. Und dann verliert sich ein bisschen der Schrecken, so finde ich. Ja, voll. Absolut. Ja, und ich denke auch noch etwas, wo man sich in der Angst fragen ist, wo sind die Ängste, wo es nur ums Aussen geht. Also ich mache ein Beispiel. Zum Beispiel nicht mehr wieder mit Sichtbarkeit. Das ist jetzt gerade wieder... Ja, weil es ist auch bei vielen Leuten ja Thema. Oder? So.
gerade die selbstständig sind und Content Creator sind, weil mittlerweile bist du ja halb ein Influencer, gell, wenn du selbstständig bist. Influencer, ja. Auf jeden Fall. Wie viele Ängste sind dort wegen anderen? Also, was denken die anderen, wenn ich Sehe jetzt ich das fett pose? aus auf dem Video? Oder was denken sie jetzt, weil meine Haare so gemacht sind oder weil ich zum Beispiel nicht geschminkt bin oder was ist. Und dort Oder halten die mich für arrogant, weil ich jetzt irgendetwas rauslasse? Es ist so... ja, oder ein Freak. Bei mir war es immer das Thema, so Scheiße, wenn jetzt ich bin ehrlich, ich mache noch lange nicht den Content, den ich will machen. Warten Sie ab, Leute, es wird noch richtig abgefahren. Weil ich kenne das auch, oder? Ja, klar. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, weil ich weiß, wenn ich mit dem Content rausgehe, dann gehe ich so in eine abgefuckte, freakige Schiene, die zwar voll mir entspricht, aber ich weiß, ich mache mich auch angreifbar. Ja. Und ja, dann kommt natürlich der Moment, wo ich denke, Scheiße, was ist, wenn der oder die oder der oder das, weißt, mein Content sieht. Da kommt bei mir halt dann so die Hexenwunden auf, gell? Ja. Ich habe nicht mehr das Gefühl, ich werde wieder verbrennt und werde am Pranger gehängt, weil ich so völliger Blödsinn. Und jetzt, wie kann ich damit umgehen? Ganz einfach, indem ich einfach à peu einen Schritt mache, oder? Zum Beispiel jetzt habe ich den Schritt gemacht, als Beispiel, mit dem Black Crow Mystery Kanal im YouTube, weil ich liebe wahre Gruselgeschichten, paranormale Shit, hey, da bin ich voll daheim, hey. Ich meine, das ist ja Gott ab wie Zäpfchen, ich sag's euch. und das ist ja auch mein tägliches Brot. Also, weißt du, was ich meine? Alles, was halt das Unsichtbare anbelangt, ob es Energien, ob es was auch immer aus welcher Welt ist oder whatever. Also kann ich ja mal einen Kanal machen. Gut, und dann kommt der nächste Schritt, hat eins ums andere. Und ja, eben, man muss nicht einen Marathon laufen. Der Weg ist das Ziel, nicht das Ziel ist das Ziel. Weil auf dem Weg kannst du eben Potenzial entfalten. Man muss nicht gerade am Ziel angelangen mit einem Schritt. Aber es wäre cool. Es ist cool, man Es kann wär cool. das. Ja. Aber die meisten haben ja eben den Druck und finden, Scheiße, wie soll ich jetzt das machen? Das ja, und geht gleichzeitig ja nicht. ist dann noch, was sagt XYZ dann dazu und eben, ich glaube auch, das Angreifbar oder das Verwundbar machen, das ist schon... Oder eben, dass man es dann eben versifft, oder? Und dann lachen einem alle aus. Und schlussendlich... Das ist mir sogar noch gleich. Das Auslachen ist mir scheissegal. Das finde ich noch lustig. Aber der Gedanke, was andere davon halten könnten, nicht einmal, ob sie es gut oder schlecht empfinden, nur was sie davon halten könnten. Ja. Oder? Wenn mich jemand auslacht, finde ich, ja, dann habe ich ja gleich einen Nerv getroffen. Weil diejenige Person hat es ist er angesprungen. ja, und er hat es ja komplett gesehen. Also das heisst, irgendwo hat es ihn ja gleich reingezogen. Ja. Oder? Und das Verständnis habe ich schon, dass Leute können das merkwürdig finden, weil sie es nicht kennen, weil sie keine Berührungspunkte haben und so weiter und so fort. Aber ich sage jetzt einfach, wir müssen lernen, uns den Druck rauszunehmen, in der Angst, oder? Und nicht Gümp machen, sondern wenn man das will, kann man das easy, aber dass man halt auch sich erlaubt, Schritt für Schritt zu gehen. Und wir werden das Leben lang werden wir immer wieder mal so Momente haben, wo wir Mut haben müssen. Das ist jetzt halt einfach so, oder? Ja, und dann ist es auch nicht gut, wenn du dich vorher ein bisschen mit Angstfeldern irgendwie auseinandergesetzt hast, finde ich. Weil es ist ja dann der Zustand, den du auch nicht gerne würdest, aber du bist dann so wie eingefreezet. Weißt du so? Ja. Es ist dann irgendwie, und das begleitet dich halt dann irgendwie permanent. Aber ja. Ja, genau. Willst du noch etwas dazu sagen? Dem ist nichts hinzuzufügen. Wir gehen weiter, Olga. Yes. Mach doch einfach aus dem Shit Happens ein Shift Happens. Wie wäre das? Finde ich gut. Besser als verschissen durchs Leben durchzugehen. Ich glaube, wir müssen noch ein paar Mal darüber lachen. Jedes Mal. Hey, ja, reden wir darüber. Wie kann man jetzt das Ganze shiften? Soll ich mit einer Frage kommen oder mit einem Beispiel kommen? Ja, fang an. So. Und zwar,
ich habe mich jetzt die letzten paar Wochen mit etwas beschäftigt, wo ich gedacht habe, das passt jetzt gerade noch mega gut, weil mich also so ein bisschen ummünzen auf das Thema Angst. Und zwar, man hört ja oftmals so, was wäre, wenn du morgen sterben würdest? Finde ich nicht so cool, finde ich sehr negativ und darum kreieren wir jetzt das anders kreieren. Und zwar, du hast Angst. Und jetzt stell dir mal vor, du bist reich. Und ich meine es jetzt wirklich so. Du bist reich. Du hast ausgesorgt für das ganze Leben. Du musst, kein Hahn schreit nach dir. Du schreist auch kein Hahn an. Du kannst tun und machen, was du willst. Wirklich. Was würdest du denn tun? Und das Krasse ist, mir wird nachher plötzlich so mutig. Weil ich habe mir die Frage gestellt, ich bin jetzt ganz ehrlich, ich habe mir die Frage gestellt, okay, wenn ich jetzt reich wäre, ich habe das Leben lang ausgesorgt und ich kann mich nur noch dem widmen, was ich hart abfeiere. Und für mich ist schon klar, Ja. das Business geht weiter, weil, weil ich das einfach, das ist meine Berufung, ich mache das gerne, das füllt meine Batterie. Dann ich muss sagen, krass, ich würde so auf alles schiessen, Entschuldigung, ich würde jeden Content rausbrettern, wo ich gerade Laune habe, egal wie freakig, egal wie absurd, ich würde auf alles kacken. Punkt. Und das ist doch so abstrus. Ja, das finde ich mega abstrus, ja. Es ist so abstrus, weil du dich dann so sicher fühlst und nicht mehr Angst hast, gewisse Schritte, jetzt in meinem Fall, in der Sichtbarkeit zu machen, weil du weißt, es muss mich nicht kratzen, es kann mir keinen ans Bein sagen, weil ich bin finanziell unabhängig. Also, weißt du, was ich meine? Aber wenn man sich das einmal überlegt, und gerade wenn man zum Beispiel mal sich fragt, was macht mir eigentlich Freude oder was macht mir eigentlich Spaß, was füllt meine Batterie, was ist meine Berufung, dann versetzt dich wirklich mal in die Lage. Was würdest du machen, wenn du finanziell unabhängig bist? Du hast 24/7 Zeit und du kannst die Zeit so nutzen, wie du willst. Sei es in Form von Kreativität, von, keine Ahnung, willst du anfangen, Bücher zu schreiben, weil es dich schon immer gejuckt hat. Fang jetzt an heulen, Mann. Oder du spürst zum Beispiel, ich habe schon lange mal etwas machen, also vor allem jetzt aufs Business bezogen oder halt auf Berufung vor allem. Und dort merkt man ja plötzlich, krass, wieso muss ich jetzt der Gedanke von finanzieller Sicherheit haben, um auf alles kacken, um das zu machen, was ich eigentlich hart fühle und wer ich bin. Oder? Ich finde es eben schon noch lustig, weil wenn du wirklich nicht weißt, was du tun sollst oder was dich glücklich macht, stell dir die Frage, nimm ein Blatt Papier, geh mal in das Gefühl hinein und du wirst wirklich wie eine To-Do-Liste schreiben, die dir deine Batterie füllt. Und das ist eigentlich so abstrus. Es ist so abstrus. Und Ja. da sieht man, weil wir einfach auch viel im Aussen abhängig machen. Und ich finde das eine mega coole Übung. Also wirklich da draussen, hey, falls die auch so hobbytechnisch oder whatever, wenn du mal gefragt hast, Scheiße, eigentlich sollte ich wieder mal eine coole Freizeitbeschäftigung haben, es würde mir gut tun, meine Batterie fühlen, ich weiss gar nicht was. Dann gang in den Raum von, ich bin finanziell voll unabhängig, ich muss nicht mehr arbeiten, ich darf nur noch wirken. So, Ja. also nur, stopp, ich darf wirken. Und dann schreibst du das einmal auf. Und das ist so erschreckend, was du dort aufschreibst. Und dann der Moment, wo einfach am Schluss findest, Scheiße, wie blöd ist das? Wieso setze ich das nicht jetzt um? Wieso muss ich mir die Zeit und die finanzielle Unabhängigkeit geben, das Gefühl, damit ich anfange, mich leben und wirken? Und jetzt würde der eine oder andere denken, aber, ja klar, aber. Irgendwie müssen ja Mieten gezahlt sein, der Karren gezahlt sein, die Rechnungen gezahlt sein. Das ist so, das. Weil ich zum Beispiel verbinde jetzt das mit finanzieller Freiheit nicht mit
Ich würde mehr ins mehr, das ist null Zusammenhang. Nein, ich habe es jetzt einfach aufgegriffen wegen meiner ja, aber Sichtbarkeit. ich finde es mega spannend. Und bei mir ist es eben genau das eben, zwischen den Angstfeldern oder dem Ding, wo ich jetzt gerade treibe, oder? Weil ich einfach im Moment so dermaßen inspiriert bin. Ich würde mich am liebsten einen Monat einsperren daheim und einfach nur schreiben. Ja. Wirklich. Exzessiv, Mann, nur schreiben und nur mich komplett dem ganzen Quantenfeld-Thema verschreiben. Komma, aber. Komma, aber ich habe noch 2 Kinder. Komma, aber man muss eine Miete zahlen. Und so weiter und so fort. Aber der Grundgedanke finde ich gut. Jetzt ist einfach die Frage. Weil wir jetzt ja beim Shift Happens sind. Wie kannst du das jetzt gleich anfangen umsetzen? Und dann sind wir wieder bei dem peu à peu. Ja, Oder, genau. oder wie mein Lieblingsdozent sagt, to overcome. Also jetzt gehst du Schritt für Schritt durch und du überwindest das an Angst. Das heisst, in meinem Fall jetzt ganz konkret heisst das, erstes Goal ist in Gottes Namen jetzt abschliessen, Projekt abschliessen, fertig machen, damit es nachher wieder Raum gibt für, wenn es halt dann nur eine Stunde ist am Tag zum Schreiben, aber es ist besser, diese Stunde zu haben, als permanent gefrustet zu sein, weil man, oder? Weil eben, also bei mir ist es wirklich, ich habe das Gefühl im Moment, ich zerspringe innerlich, weil ich so den Drang habe, um einfach nur das Schreiben. Aber das kommt, oder? Das kommt. Und bis es so weit ist jetzt, gibt es aber auch wiederum Sicherheit. Oder ich glaube, es ist immer Angst, Sicherheit, gibt sich immer so ein bisschen die Waagschale, oder? Dass man wieder in eine Ruhe kommt, in eine Unaufgeregtheit kommt. Oder auch ein bisschen in eine Kontrolle kommt, weil du sagst, hey, To-Do-Liste ist klar, jetzt machen wir das, dann machen wir das, dann machen wir das. Und in dieser Zeit schreibe ich halt einfach die Ideen auf. Weil das wird nachher alles dann irgendwie zusammenkrümpeln, glaube ich, irgendwie am Schluss. Aber weißt, wenn ich jetzt gerade so denke, wenn du dich natürlich, also wenn du so dort hockst und sagst, okay, Komma, aber Miete muss gezahlt werden, Sepp muss gezahlt werden. Klar, das ist ein Fakt. Das ist natürlich... Ja, das, ich glaube, ich bin da nicht der Einzige, der das klar. denkt. Ja. Aber die Frage ist, wie gross nimmt das den Raum Ja, vom das ist Druck, eine berechtigte oder? Frage. Ja, klar. Oder? Und da wären wir auch wieder bei Ängsten. So. Und dann sind wir wieder bei der Position von, wenn man sich ständig nur über das hintersinnt und ich sage jetzt sehr negative Gedanken dahinter hegt, aus Druck, aus Ängsten raus, aus Scheiße, es langt nicht oder whatever, dann ziehst du das auch wieder ins Feld, oder? Und darum finde ich das eben eine geile Übung, um einfach herzuhocken und zu sagen, ich bin reich, ich bin in Fülle, ich bin Reichtum, ich bin unabhängig. Was würde ich jetzt machen? Nur schon das einmal zu spüren. Es geht ja vor allem ums Spüren. Ja. Genau. Weil oder? dann siehst du eben auch aus dieser Persönlichkeit raus. Genau. Die würde ja dann auch zuerst alles sauber geräumt haben und nicht ein Chaos haben. Also ich finde, es gibt so einen Tanz eigentlich mit diesen zwei. Und lustig ist ja auch bei diesen Ängsten, eben zum Beispiel bei Miete-Rechnungen. Ich kann das nur jedem immer wieder empfehlen, hey, mach ein Ego-Interview-Unfall. Es ist so geil, weil wieso habe ich denn Schiss vor dem? Aber wieso denn? Woher kommt denn das? Und schlussendlich ist dann wieder irgendetwas in der Kindheit oder so. Oder Selbstwert. Selbstwert und, oder eben irgendwie, man hat dann das Leben nicht im Griff, weil einem das irgendwie gesagt worden ist und so. Es geht dann immer auf so Sachen schlussendlich abgebrochen, wo dann darum eben wirklich aufschreiben, wenn du dann eben unten ankommst beim Interview und du mal die Grundantwort hast, du hättest die Antwort nicht aus dem Nichts rausgegeben, weil also wenn du es so anschaust, ganz objektiv, hat A mit B nicht die Bohne was zu tun. Ja. Aber es kickt dich eigentlich Tag und Nacht. Und darum, ich hätte jetzt auch gesagt, eins nach dem anderen, weil dann hast du eben to overcome, also immer mal wieder. Und der Prozess, also ich bin in dem auch mit drin, der ist wirklich streng. Ja. Der ist wirklich streng, weil das sind einfach so alte Verbindungen im Grind inne, wo du einfach musst, wie einer, der trainiert, jeden Tag das machen. Aber
es verändert sich eben auch viel. Allein vom Gefühl her, wie du dann eben bei der Aufschieberitis eben an die Sachen hergehst, wo schon lange irgendwo am Verstauben waren, so, wo man immer ein bisschen abgedeckt hat, ein bisschen vertuscht hat und so. Und dann auf einmal merkst du, okay, es war im Fall gar nicht so wild gewesen, um jetzt den Scheiß aufzuräumen. So. Ja. Und ich meine auch das, es gibt so viele Leute, und ich meine, ich bin da nicht ausgenommen, wo ich meine das mit, ja, aber ich muss ja Geld haben, ich muss ja können eben die Miete zahlen. Man, das ist ja zum Teil, oder ich habe ja Kinder. Man, das ist auch immer ein mega, also ich meine, sind wir jetzt mal ganz ehrlich. Heute ist Ehrlichkeitstag, sagt der SpongeBob. Ist das auch verdammt einfache Ausrede immer? Ja. Es ist einfach eine Ausrede von dem Nervensystem, das lieber eine bekannte Hölle hat als einen unbekannten Himmel, der sagt, es geht ja sowieso nicht. Also muss ich nicht darüber nachdenken. Es kickt mich zwar den ganzen Tag und es kötzelt mich langsam aber sicher an, aber man kann ja nicht. Der Mann. Und darum auch das einmal in die Runde, gell? Wer zum Teufel ist der Mann eigentlich? Ich kenne den Mann nicht. Wo wohnt der? Wie sieht der aus? Ja, wirklich? Who the fuck is Mann? Müssen wir Ja. ein T-Shirt oder eine Tasse drucken? Geil. Nein, Scheisse machen. Ich will ein T-Shirt, wo die Schüre draufsteht. Schüren, unbedingt. Ja. Unbedingt. Also die Schüre. Was willst du noch dazu sagen? Ja, vergiss nicht. Hinter jeder Angst steckt Potenzial. Es ist halt einfach so, weil es dich aus der Komfortzone rausbringt und weil man dort einfach nochmal einen Funken kann entfachen in sich selber drin. Ja, aber mit jedem Schritt, ich muss schnell reinschwätzen, Ja. mit jedem Schritt, den du machst, um das Ganze zu überwinden, fühlst du ja mehr und mehr die Persönlichkeit in dir, die du sein willst. Genau. Also, das ist so. Also ich finde, der Prozess ist so geil. Wirklich. Also ich feiere den hart ab. Aber ich glaube, das ist so das, weil du merkst, es ist so, wie wenn du etwas vorstellen willst. Es kommt immer mehr und mehr mit jedem Schritt, weil das ist so wie ein inneres, für mich fühlt es sich an wie ein inneres Aufwecken. Und mit jedem Schritt kommt das mehr vor und kann das Alte mehr gehen. Und ich meine eben, wenn jemand draussen das Patentrezept hat, dass das auf Knopfdruck geht, Mann, wie mit dem Laptop, hey, her damit. Wirklich. Also ich bin da mega offen, ich finde das so spannend. Aber ich glaube, es ist wirklich so, ich meine, auch das Thema haben wir jetzt ein paar Mal gehabt, die letzten Wochen. Wenn du schwanger bist, hat einfach im Schnitt 9 Monate oder so. Oder? Es nützt dir nichts, wenn du, also weißt, um das zu forcieren. Es geht nicht schneller. Es entsteht von Tag zu Tag zu Tag und von Stunde zu Stunde mehr. Einfach in einer Ruhe, in einer Unaufgeregtheit. Es entsteht einfach. Ja. Und ich bin mir wirklich immer mit dem Bild jetzt auch die letzten paar Wochen wirklich intensiv am Arbeiten. Wie war es für mich als schwanger? Weil es erinnert mich halt wirklich immer daran, hey, das Kind, oder? Ist ja auch gut, stell dir vor, es schlägt dir am nächsten Tag ein Baby da. Viel Spass, hey, weißt du wie? Nein, weißt du wie? Oh mein Gott. Ich weiss nicht, ob das so, oder? Du musst ja auch noch Zeit haben, um dich vorzubereiten. Und ich glaube, auch in diesem Schritt jetzt to overcome, also um das Ganze zu überwinden, muss dein Nervensystem Zeit haben, um sich immer wieder an die neue Persönlichkeit, an die neue Timeline, wie du auch immer das nennen willst, anpassen. Bis es geboren wird. Genau. Bingo. Genau. Yes! Das ist mal ein Abschluss. He? Geil. Total Super krass. geil, Mann. Hey. Hey, für was bist du eigentlich dankbar? Ich bin dankbar für Schleichwerbung, weil durch das kann ich jetzt sagen, Shift happens. Manu. Für was bist du dankbar? Basics. Was heisst Basics? Basics. Basics sind etwas, wo... Basic Unterhosen oder Söcke? Nein, das habe ich... Mit Basic Unterwäsche habe ich es gerne nicht. Aber das ist ein anderes Thema, das geht aus. Okay, die einen haben jetzt sicher ein Bild im Kopf. Irgendwas Latex, grusiger Scheissdreck. Nein, so ist es Gott. nicht. Alles gut, aber das Thema lassen wir jetzt. Nein. Ja. Basics ist etwas, wo ich im Moment wieder mega am Anschauen bin. Sorry. Ich habe Sie hat Bilder im Kopf, ich sehe es, ja. Aber das habe ich nicht, alles gut. Okay.
Basics sind etwas, wo man, egal ob man jemandem folgt, wo man die Lehre quasi aufsucht wie ein Schwamm, oder ob man sich irgendeinem Thema widmet, Basics überliest man so schnell. Oder überhört man so schnell, weil man immer denkt, das weiss ich doch schon. Ja. Das weiss ich doch, das ist ja nichts mehr, oder? Aber wenn du dann mal herhockst und einmal die Basics anschaust, hast du immer wieder etwas, wo du denkst, fuck, das habe ich noch. Oh, sorry, darf man fuck sagen? Ja. Ich habe schon mal gefragt. Faxgerät. kann man eigentlich wird dort nochmal etwas Neues eben daraus rausziehen, wo man merkt, hey, ich habe das jetzt irgendwie immer falsch angeschaut. Ich habe jetzt einfach ein Bild, Manu in Unterwäsche, so eine Peitsche Komm, und hör. sagt Faxgerät. Ich kann nicht mehr. Okay, sorry. Das ist Sorry, ein Faxgerät. Ja, die Fantasie. Also Olga, erzähl. Alles Sorry. gut, Shake. Basics. Ja, schauen euch einfach wieder mal die Basics an, wo ihr das Gefühl habt, weiss ja schon. Weil vielfach siehst du dort, dass du eigentlich etwas, was du seit Jahren machst, immer falsch gemacht hast. Also immer zu wenig genau gemacht hast. Und dann verändert sich eben auch viel. Also das fängt bei... Es ist so, wie wenn du ein Küchengerät... Das beste Thema vertelle. In meinem Fall habe ich die hohe Heizung. Basic. Zuerst mal Basic einstellen. Statt einfach, das passt schon, oder? Das weiss ich ja schon. Aber vielleicht weiss ich es eben nicht. Und darum, ich bin sehr dankbar für diese Art von Basics. Vor allem, wenn es um das Thema Quantenfeld vor allem im Moment geht, mir jetzt nochmal hardcore reinzuziehen bin. Weil das alles eben verändert. Weil das wirklich Sachen waren, wo ich irgendwann mal gehört habe und gefunden habe, ja, das ist schon klar. Aber du empfindest es ja anders, was ja auch logisch ist, weil wir sind ja in dem Prozess, oder, vom Shiften. Das heisst eben Step by Step. Also gehört es auch zur neuen Persönlichkeit, vielleicht sich einfach auch nochmal die Basics ein bisschen reinzuziehen. Und der Shift, jeder Schritt ist sowieso immer auf den Grundlagen aufgebaut. Ja, und ohne Grundlagen. Ich meine, wenn Geht's du nicht. kannst noch Oder so ein wird geiles schwierig. Lego aufbauen. Wenn du die untersten paar Steine verkehrt machst, geht der ganze Scheiß zusammen. Ja. Du kannst nicht anfangen, das sage ich auch meinen Kunden ab und zu, du kannst nicht anfangen mit den schönen kleinen Blümchen, die dann am Schluss noch draufkommen oder so, oder mit den Kleberli, sondern du fängst beim Fundament an. Und wenn das nicht verhebt, dann sieht es vielleicht von außen, sind wir wieder im Aussen und im Innen, einigermaßen eins aus, aber es steht auf verdammt wackeligen Beinen. Ja, Basics. cool. Du bist dran. Ich bin dankbar für mein neues Mantra. Ihr habt schon ein paar Mal gehört von der Manuela jetzt während dieser Folge. Und zwar unaufgeregt sein. Ja, das ist wirklich mein Mantra geworden, weil ich kenne eigentlich immer nur so das Extreme. Also weißt so, es ist etwas Gutes, wow! Also dann flippst du fast aus und dann läuft mal etwas nicht ganz so, wie du möchtest, dann zwickt es und es ist einfach nicht geil und man steht halt auf eine andere Art am Ausflippen. Und ich habe die letzten paar Wochen gemerkt, was es eigentlich bedeutet, wenn man unaufgeregt ist. Das heißt, wenn es einfach ein Ist-Zustand ist und du nimmst es einfach an. Weißt, es ist nicht so, Dann kann ja auch eine Angst nicht total kaputt kicken. Weil du bist ja, so, okay, es ist jetzt da, danke, ich habe es gesehen, ja, merci. es ist einfach so, tschüss, ciao, ciao, moin. Ja. Völlig in der Gegenwart sein und es fühlt sich an, für die jetzt denken, hey, was redet ihr? Es ist so wie, wenn man das Ganze einfach in einer beobachtenden Position sieht. Ja, und einfach annimmt und findet, okay, egal, ob jetzt positiv, negativ, neutral, whatever, was denn auch immer ist, aber das unaufgeregt sein. Und wir haben über die Woche, wo wir eben durch das unaufgeregt sein, das Thema, wo wir uns so ein bisschen austauscht haben, Manuela und ich, festgestellt, dass die krassesten Sachen, die extremen Magic-Momente eigentlich am grössten sind, wenn man unaufgeregt ist, wo andere würden ausflippen. Also ja, weil es ausflippen, ist weißt auch, du, so, ist auch immer, ich meine, oder?
sind wir wieder beim Thema, was ist, wenn du morgen steinreich bist. Jetzt ganz simpel gesagt, wenn einen Multimillionär nimmst, der wacht nicht jeden Morgen auf und kommt durchs Zimmer. Oder jedes Mal, wenn er tanken geht, hat er einen Freudentanz, weil «Oh mein Gott, ich habe noch genug Geld fürs Benzin». Ja, Oder? oder die Benzinpreise sind hure Oder tief. das meine ich, mit, Ja. mit unaufgeregt. Ja, Der ist einfach. Und dann sind wir wieder beim Thema Schwangerschaft. Es ist einfach unaufgeregt. ja. Es ist einfach, es läuft. Und das ist jetzt gerade gut, dass du das angesprochen hast, Mhm. wegen dem, stell dir vor, wenn du morgen reich bist, also Ja. du gehst an Lottostand, das klingt blöd, kann man sagen, Lottostand, du hast den Zettel quasi einlösen oder, wie sagt man, entwerten oder korrigieren lassen oder was Keine auch Ahnung, immer. ich glaube, wenn du Millionen gewinnst, musst du sowieso dann auf... Nein, Stimmt. aber ich sage jetzt, weißt, du hast nicht geschaut und hast gedacht, ja, Also swisslos.ch, wenn du das hörst, wie genau, ist jetzt gerade gut. Also wenn Swisslos da zulässt, wo kann ich jetzt eigentlich meinen Kohle holen? Zu wem gehe ich jetzt? Zu wem muss ich jetzt gehen? Danke für die Infos. dann ist schon oftmals so, dass man, wenn man das jetzt entwertet, das Fräulein an dem Bildschirm sagt, «Boah, Sie haben einen Sechser im Lotto» zum Beispiel, dann haben ja die meisten dann den Moment so «Oh mein Gott», flippen aus. Und jetzt ist die Frage, aus welchem Grund? Weil ihre Angst gestillt wird, weil, also weißt, es kommt um die Intention drauf an. Wenn ich jetzt zum Beispiel unaufgeregt bin und finde, wow, schön, wow, danke vielmals. Ja, du Ich bist nehm's halt in an. einer Selbstverständlichkeit Dann schon bin drin. ich ja in dem Mindset drin, dass es zu mir gehört. Ich muss jetzt nicht also weißt, es ist Ja. unaufgeregt. Kann Das ich auch klingt so blöd, jedem aber wirklich es den ist, Tipp geben, auch in den Meditationen. In diesen Zustand gehen oder in das Leben hineingehen, auch vom Visualisieren und vom Fühlen her, wie es sein sollte. Oder wie man es gerne hätte. Oder wie es halt in einer anderen Timeline anyway schon ist. Du shiftest ja nur Timelines. Du Genau. bückst ja Zeit, oder? Genau. Aber dann in einem unaufgeregten Dings. Mhm. Also, du kannst frei, also jetzt nicht so, dass nachher alle depressive Millionäre sind. Oder so, oder irgendwie abgelöschte Millionäre. Sondern es ist einfach gut. Ja. Es funktioniert einfach. Ja. Es ist schön, wir haben, keine Ahnung, ein schönes Haus oder was man halt auch Ja, immer ja, will. ja. Oder ein Auto XY habe ich jetzt halt gerne. Für mich sind Auto wie so, hauptsächlich 4 Räder und es tut. Aber es haben viele Leute, ist mir jetzt auch diese Woche wieder begegnet, die das mit Auto irgendwie in Verbindung bringen, Reichtum. Finde ich hure spannend. Kann ich null nachvollziehen. Ja, halt wegen dem Statussymbol. Ja, aber who cares? Ja. Sorry, ein Traktor hat. Weißt du, was für eine. Weißt du, wie teuer? Weißt du, wie teuer ist ein Traktor? Und jetzt laufen alle Weiber denen nach. Nicht, oder? Ja, sorry, das ist blödsinnig. Nicht. Das ist wieder so etwas im Aussen. Aber egal, tun wir nicht werten, geht mir nichts an. Ist mir wurscht. Aber dass man dann eben auch unaufgeregt im Auto hocken, sind wir wieder bei dem Thema. Es ist dann einfach. Ja, es ist okay. Ja. Oder hast du das Gefühl, eben einer, der viel Geld hat, geht jeden Tag 3-mal in die Garage schauen, ob sein, keine Ahnung, Lamborghini Dingsbums noch drin steht oder nicht? Nein, der weiss, der steht dort und wenn ich fahren will, fahre ich. Also ich finde so Ja, das unaufgeregt sein. unaufgeregt, ja. Dort Und das gehört eben auch zu Basics. Ja. Das ist wirklich gar nicht ein Basic, wo man kann schon viel Freude auch empfinden, finde ich, beim Reisen. Aber ich finde so, der Normalzustand muss doch irgendwie angestrebt werden. Der normale Alltag. Aha, du, Oder? für die sich jetzt fragen, wieso kommt sie jetzt mit Reisen, sie meint natürlich mental. Ja, halt in Space gehen, wie auch go, immer, ja, sorry. Ja. Einfach, ich habe gerade Leute gehört, hey, was reden sie jetzt von Reisen, weißt, so physisch. Nein, das ist der Space, wo sie meint. Was ich meine, sorry. Genau. Ja. Genau. Je m'excuse. Genau. Aber eben, es gehört halt auch irgendwie zu den Basics. Ja. Dass man, ja, Ich möchte noch einen kurzen Abschlusssatz dazu geben, wegen dem Unaufgeregtsein, was wahrscheinlich auch viele können nachempfinden können. Und das habe ich jetzt zum Beispiel die letzten paar Wochen sehr stark gemerkt, was eigentlich der Unterschied ist, wenn man unaufgeregt ist oder zum vorherigen Zustand bei mir. Und zwar, wenn im Aussen vorher einmal etwas auf mich zugekommen ist, das positiv war, habe ich immer das Gefühl, ich muss fast noch dankbar darum sein.
Es klingt jetzt verdammt blöd. Nein, und finde ich gar nicht dort blöd. hören wir ja schon den Konflikt. Also, man muss fast dankbar darum sein, dass einem jetzt etwas Gutes widerfährt. Jetzt einfach überspitzelt gesagt. Ja. Und dort ist dann halt wieder die Frage, okay, warum muss ich fast dankbar sein, dass mir etwas passiert? Weil es steht doch mir zu, dass etwas Positives einfach da ist. Und da wären wir wieder in dem unaufgeregten Zustand. Und wenn man das Gefühl hat, boah, ich muss fast dankbar dafür sein, okay. Wenn man dann eben wieder in das Selbstinterview geht, merkt man dann Selbstwert. Wieso erlaube ich mir nicht, dass mir etwas Positives passieren darf? Oder einfach etwas Positives darf auf mich zukommen. Wieso habe ich das Gefühl, muss ich fast noch dankbar darum, also weißt du, so ja, halt so wie die hoffnungslos genau wie so die dankbar, arme weißt du, Kirchenmaus, wo um jeden Brotkrumen und jedes Lächeln von außen noch muss danken. Ja. Und ich glaube, das ist sicher etwas, wo viele nachvollziehen können, was ich mit unaufgeregt meine. Und ich bin sehr, sehr dankbar um den Zustand, den ich jetzt seit ein paar Wochen habe. Ist auch mega neu für mich. Und weil er so neu war, hatte ich wirklich auch einen Moment, wo ich viel der Manuela gesagt habe, «Scheisse, mache ich mir da jetzt etwas vor? Rede ich mir etwas schön?» Oder irgendwie so. Und habe Das gemerkt, gibt es auch. Also ich meine, Ja, das kann man ja, auch finden. weil Das ich geht kenn- Hauptsache ich man kenn kann das auch so. reflektieren. Hauptsache man kann reflektieren. Ja, und ich kenne das von mir. Und das kennt jeder, dass man sich mal etwas schöner redet, damit man sich nicht so muss damit auseinandersetzen muss. Oder dass man nicht in Angst verfällt oder dass man nicht irgendwie negative Gedanken hat oder Gefühle oder Zustände. Und dann habe ich gemerkt, Scheiße, krass, es ist halt nicht so. Also es ist bei mir wirklich ein Dauerzustand. Und es ist einfach das Unaufgeregtsein in einer beobachtenden Situation und einfach anzunehmen, egal was kommt. Also wirklich Straub, aber ich bin dankbar dafür. Sehr schön, das Unaufgeregtsein. Genau. Word. Abschließende Worte? Word. Word. Ja gut, dann würde ich sagen, sind wir am Ende dieser Folge. Jupp. Schön war's nach dieser Pause. Ich freue mich dann wieder auf die nächste Episode. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Und wir würden uns mega freuen über Laptops. Laptops. Also Spendenkonto richte ich nicht ein, aber falls jemand Interesse hat, der findet mich oder findet uns auf alchemy.ch. Und ja, wir würden uns mega freuen über Bewertung auf Spotify und wenn ihr uns auch abonniert, dass ihr keine Folge verpasst. Und somit schließen wir die Runde. Alright. Und wir wünschen euch eine ganz gute Zeit und Bis gleich. bis zum nächsten Mal.